So, herzlich willkommen auch von meiner Seite und noch ein gutes Neues, denen, die ich es noch nicht wünschen konnte. Es ist schön, wieder zurück zu sein nach einer kurzen Winterpause. Und der Simon hat schon ein bisschen vorweggenommen, um Neujahr herum. Es ist immer eine spezielle Zeit. Die meisten von uns werden ein bisschen zurückschauen auf das vergangene Jahr. Sie werden zurückschauen auf das, was war, das, was wir erreicht haben, aber auch das, was wir vielleicht versäumt haben. Und sich je nachdem Ziel und Vorsätze setzen für das neue Jahr. Es gibt auch noch andere, die sagen, nein, Vorsätze mache ich gar nicht mehr, das bringt eh nichts. Oder wer gehört eher ein bisschen in diese Richtung? Okay, die Hälfte. Gut, sehr gut. Zum Glück geht es heute Morgen nicht um Neujahrsvorsätze, das ist wunderbar. Genau. So oder so, irgendwo, ein neues Jahr ist etwas Spezielles. Oder? Wir schauen führen, es gibt neue Möglichkeiten, neue Wege, die wir einschlagen können. Und für die einen sind das vielleicht konkrete Ziele, die sie sich vornehmen, und für andere sind es vielleicht mehr einfach Wünsche und Überlegungen, das wäre vielleicht noch etwas, das wäre noch cool. Und für die sich Ziele setzen, wir starten meistens voller Elan in das Jahr. Oder das sind recht grosse Ziele, ich möchte einen Ultramarathon rennen, ich möchte mir ein Haus kaufen oder sonst irgendetwas. Und dann starten wir. Und dann so die erste Woche, oder, wir gehen 6 Mal joggen, wir essen nur noch Salat zum Morgen, zum Mittag und zur Nacht, zum 9 Uhr auch noch. Und wir kündigen jegliches Netflix- und Disney-Abo kündigen, damit wir mehr Zeit mit Familie, Freunden und mit Gott verbringen können. Und dann kommt die 2. Januarwoche. Und dann ist der Elan plötzlich nicht mehr so. Muskelkater macht sich langsam breit. Salat zum Morgen, ja, doch nicht so prickelnd. Und anstatt Netflix sind wir jetzt einfach doppelt so lange auf Social Media. Und dann hat es halt auch nicht wirklich viel gebracht. Und nach einer Weile stellt sich vielleicht ein bisschen die Frage, ja, was bleibt dann wirklich? Und wenn ich einen Titel für Predigt heute Morgen suche, dann ist der Titel das, was bleibt. Im Blick auf das kommende Jahr möchte ich mit euch die Bibel eintauchen und schauen, hey, was sagt die Bibel zu den Sachen, die wirklich bleiben. Und zum Start möchte ich gerade noch beten. Hey Jesus, ich danke dir, dass wir heute Morgen da dürfen sein. Ich danke dir für deine Kirche, für Gemeinsamkeit und Gemeinschaft, die wir da dürfen haben. Ich danke dir, bist du da, und ich bitte dich jetzt, dass du das brauchst, was ich vorbereitet habe, dass es zu jedem Einzelnen reden darf. Schlussendlich bist es du, wo jeder Einzelne von uns kennt und weiß, was wir brauchen. Begegne du uns dort, wo wir es gerade nötig haben. Amen. Amen. Was bleibt? Der Paulus spricht eine ähnliche Frage genau im Korintherbrief an. Und die Gemeinde in Korinth ist eine spezielle Gemeinde. Es erinnert vielleicht ein bisschen an eine Jugendkirche, wie chaotisch es dort manchmal zu und her gegangen ist. Wobei ich hoffe, unsere Jugendkirche ist noch ein bisschen solider unterwegs als die Gemeinde in Korinth. Aber in Korinth ist zum Beispiel Geistesgaben sind ganz, ganz wichtig. Die haben eine ganz grosse Rolle gespielt. So das Erleben vom Glauben. Und wenn wir den Brief von Paulus lesen, dann scheint es fast ein bisschen zu einem Wettkampf geworden zu sein. Wer jetzt da die besseren Geistesgaben hat, und die einen haben das Gefühl, meine ist besser, die anderen sind schlechter. Und im Gottesdienst hat jeder versucht, seine Geistesgabe einzubringen. Also nicht so ruhig, wie ihr jetzt da sitzt, sondern dort hinten hat einer prophezeit, da eine war jemand am Zungenreden, hinten war jemand am Fahnenschwingen. Da ist einfach viel gelaufen, ein absolutes Chaos. Und das hat zu sehr viel Konkurrenz und Uneinigkeit geführt bei ihnen. Und der Paulus spricht das im Korintherbrief auf mehreren Stellen an. Und eine der bekanntesten Stellen ist wahrscheinlich Kapitel 13. Es wird manchmal auch das hohe Lied von der Liebe genannt. Er geht nämlich nachher am Schluss auf das ein und sagt, hey, es gibt noch viel besseren Weg, viel vortrefflicheren Weg. Und wir werden auf einzelne Stellen in diesem Kapitel nochmal zurückkommen. Ich möchte mit euch mal ans Ende von dem Kapitel 13 springen. Er sagt dort, einmal wird es keine Prophetien mehr geben. Das Reden in unbekannten Sprachen wird aufhören. Und auch die Gabe, Gottes Gedanken zu erkennen, wird nicht mehr nötig sein. Denn diese Erkenntnis ist bruchstückhaft, ebenso wie unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollkommene da ist, wird alles Vorläufige vergangen sein. Als Kind redete, dachte und urteilte ich wie ein Kind, doch als Erwachsener habe ich das kindliche Wesen abgelegt. Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild, wie in einem trüben Spiegel.
Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Von diesen dreien aber ist die Liebe das Größte. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Und mich hat das herausgefordert, mit meinen eigenen Überlegungen und Gedanken für das Jahr, meine eigenen Ziele. Mir ist bewusst worden, hey, die sind nicht schlecht. Der Paulus verbietet der Gemeinde in Korinth auch nicht, ihre Gaben zu brauchen. Aber sie alle werden vergehen, eines Tages. Das, was wirklich zählt, ist Glaube, Hoffnung und Liebe. Und ich möchte uns deshalb ein bisschen mitnehmen heute Morgen, wie das könnte aussehen aus dem Jahr. Egal, was eure Ziele sind, ich glaube, Glaube, Hoffnung und Liebe, die drei Sachen müssen irgendwo Teil von unserem Weg sein mit Jesus in diesem Jahr. Und weil es Neujahr ist, möchte ich das ein bisschen mit dem Bild von einem Neujahresvorsatz machen, nämlich mein Neujahresvorsatz schlechthin, fitter zu werden. Also verschiedene Training. Die Bibel redet immer wieder über unser geistliches Leben mit dieser bildlichen Sprache vom physischen Training. Auch von dem Marathon, ganz ein bekanntes Bild. Und so möchte ich euch mitnehmen, wie wir dann Glauben, Hoffnung und Liebe in unserem Leben stärken und mehr Raum geben können. Und wie der Paulus in seiner Auflistung starten wir mit Glauben. Glaube ist das Fundament von unserer Beziehung zu Gott. Es ist viel mehr als nur einfach ein Bekenntnis über das, wo wir glauben, sondern es ist ein festes Vertrauen in eine Person. Und die Person ist Jesus Christus. Glaube startet dort, wo wir uns Gott zuwenden und mit ihm sagen, hey, wir glauben, du bist real in meinem Leben und ich möchte mit dir unterwegs sein. Und der Glaube wird zwischendurch auch ein bisschen herausgefordert und probt. Im Jakobus 1, Vers 2 steht, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. So ein starker, erprobter Glaube bringt Standhaftigkeit hervor. Und in dem Sinne hat es mich ein bisschen an Krafttraining erinnert, wo man einmal wiederholt einen Muskel testet. Und unser Glaube muss einmal wieder getestet werden. Manchmal sind das äußere Umstände, aber ich glaube, wir können unseren Glauben auch proaktiv fördern. Und der einfachste Weg, glaube ich, wie wir das machen können, ist in dem, dass wir Gottes Wort hören und anfangen, Gottes Wort zu tun. Im Römer 10, Vers 17 steht, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft. Und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Wenn wir uns regelmäßig Gottes Wort aussetzen, dann stärkt das unseren Glauben. Wir haben vorher das Lied gesungen, «Schaffe Raum», wo es eigentlich genau um das gegangen ist, hey, ich schaffe Raum in meinem Leben. Für dich, Gott, zum Wirken. Und was für ein besserer Zeitpunkt als am Anfang von einem Jahr. Wenn das ganze Jahr vor uns liegt und wir können entscheiden, hey, welche Richtung wollen wir gehen. So eine neue Gewohnheit zu starten. Vielleicht heisst es für dich, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Vielleicht heisst es, eine neue Gebetsgewohnheit zu adaptieren. Wir haben letztes Jahr die Gewohnheit von der Stille gehabt. Die haben das vielleicht ausprobiert. Ich habe das persönlich enorm stark als eine Bereicherung erleben in meinem Leben. Vielleicht heisst es aber auch, dass du dich zu einer Small Group verpflichtest oder regelmäßig den Sonntagmorgen als eine Priorität setzt. Was auch immer das ist für dich, das kannst nur du sagen. Ich möchte jetzt nicht eine Formel geben, mach das und dann wird dein Glaube stärker, sondern Gott geht da mit jedem Einzelnen von uns einen Weg. Meistens ist es das Erste, was uns vielleicht in den Sinn kommt, wenn wir so etwas hören. Also wenn dir jetzt gerade etwas in den Sinn kommt, ist, dann fang dort einmal an. Und das Wichtigste ist, dass wir nachher dranbleiben.
Oder das ist ja mit diesen Neujahrsvorsätzen manchmal ein bisschen die Schwierigkeit. Man startet voller Elan und dann sie irgendwann ein bisschen abflachen. Und die Realität ist, ja, wir haben vielleicht nicht immer Lust zum Bibellesen. Ich habe nicht immer Lust zum Bibellesen, muss ich jetzt ganz ehrlich sein. Oder ganz ketzerisch, ich habe nicht jeden Sonntagmorgen Lust, zum in die Kirche zu kommen. Ich weiss, darf man das überhaupt sagen? Oder? Aber ich mache es trotzdem. Gut, bei mir wäre es jetzt vielleicht noch ein spannendes Mitarbeitergespräch mit dem Joni, wenn ich jetzt einfach mal nicht auftauche. Aber versteht ihr, was ich meine? Eine Stunde länger schlafen ist manchmal schon auch noch attraktiv. Oder jetzt vielleicht eher noch ein bisschen Netflix schauen, anstatt die Bibel führen zu nehmen. Ja, das klingt schon auch noch verlockend. Aber ich weiss, am Schluss bringt es mir mehr, in der Gemeinschaft zu sein von Gläubigen. Am Schluss bringt es mir mehr, wenn ich die Bibel führen nehme. Und ich kann ehrlich sagen, ich habe es noch nie bereut, wenn ich dann trotzdem da gestanden bin. Ich habe es noch nie bereut, wenn ich trotzdem die Bibel über sonst irgendetwas gewählt habe und Zeit mit Gott verbracht habe. Ich habe nicht jedes Mal die Offenbarung von meinem Leben. Aber bei einem Training sieht man ja meistens nach dem ersten, zweiten Mal auch nicht gerade eine Veränderung. Stärken tut es uns trotzdem. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir so eine geistliche Gewohnheit starten, wenn wir anfangen wollen, in unseren Glauben zu investieren, dass wir treu sind im Kleinen und Gott vertrauen, dass er uns da nachher wird begegnen in dem hinein. Wenn du also deinen Glauben möchtest ganz praktisch stärken das Jahr, dann nimm dir vielleicht so eine neue Gewohnheit vor und bleib konstant dran. Das Zweite von Paulus in dieser Liste ist Hoffnung. Und Hoffnung und Glaube, die sehen sehr ähnlich aus im ersten Moment, wenn man die nebeneinander anhebt. Im Hebräer 11, Vers 1 steht, der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Hoffnung ist es Zuversichtliches, nach vorne schauen, auf Gottes Wirken in der Zukunft für uns. Wir sehen es zwar noch nicht, aber wir hoffen, dass Gott eines Tages etwas machen wird. Und für das ist Glaube ganz wichtig, weil Hoffnung ohne Glaube wäre einfach ein Wunschdenken. Der Glaube an einen treuen und liebevollen Gott macht unsere Hoffnung zu einer tragfähigen Erwartung. Wenn ich in der Bibel forsche und sehe, hey, wie Gott Menschen begegnet ist, dann gibt mir das Kraft für mein Heute und für mein Morgen. Es gibt eine Erwartung, und ich kann sagen, hey, das ist nicht nur einfach aus der dünnen Air, aus der Luft rausgezogen. Ja, manchmal kommt man das Englisch noch ein bisschen weg. Es ist nicht einfach aus der Luft rausgezogen, sondern nein, ich glaube an den Gott. Und ich glaube, dass er auch heute wirkt. Ich glaube, dass er real und präsent ist in meinem Leben. Und deshalb habe ich Hoffnung auf sein Wirken. In dem Sinne ist Hoffnung für mich ein bisschen wie Ausdauertraining. Es gibt uns langen Atem, die Spannung auszuhalten zwischen dem Jetzt und das, was einmal wird sein, zwischen meiner jetzigen Situation, vielleicht auch Schwierigkeiten, Herausforderungen und dem Wirken von Gott in der Zukunft, wo ich erwarte und hoffnungsvoll darauf zuschaue. Und ich glaube, Hoffnung dürfen wir als Christen auf zwei Arten erleben in unserem Leben. Einerseits ist das Hoffnung für heute und morgen. Also Hoffnung für unser jetziges Leben hier auf dieser Erde. Die Predigt ist zu kurz, um jetzt jede Verheißung von der Bibel durchzugehen. Das überlasse ich eurer neuen Bibellesegewohnheit, die ihr nach dieser Predigt startet. Aber ich möchte so einen wunderschönen Vers mit euch anschauen, wo ich finde, fasst sehr vieles sehr schön zusammen. Nämlich aus Matthäus 6, Vers 34. Dort sagt Jesus zu seinen Jüngern, deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Es ist das gleiche Kapitel, wo davon redet, wie jedes Haar auf unserem Kopf zählt ist. Gott kennt uns. Er kennt dich. Er weiß genau, wo du stehst. Er weiß genau, was deine
Ängste sind, was deine Sorgen sind. Er weiß genau, was dich stresst. Und er ist unser allmächtiger Vater. Ihm ist nichts unmöglich. Und wir sagen immer wieder, nur weil wir mit Gott unterwegs sind, heisst das nicht, dass wir keine Schwierigkeiten mehr haben in unserem Leben. Das sagt auch die Bibelstelle ja nicht. Aber wir dürfen wissen und die Gewissheit haben, dass Gott in unserem Heute ist. Gott ist in unserem Heute, er ist in unserem Morgen und er kommt mit uns in das ganze Jahr mit. Und es wird keinen Moment geben, das Jahr, wo ihr Gott überraschen könnt. Oder wo ein Umstand Gott überrascht. Es wird keinen Moment geben, wo irgendetwas in eurem Leben passiert und ihr denkt, oh mein Gott, hätte ich das besser gewusst. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Oder Gott weiß es. Gott weiß, was auf euch zukommt. Und ihr dürft die Gewissheit haben, dass Gott schon in dieser Situation innen ist, wenn ihr drin lauft. Trauen wir Gott ein bisschen mehr zu in diesem Jahr. Oder wir haben letztes Jahr immer wieder so Aufbruch gesehen. Wir haben immer wieder sehen, wie Gott am Wirken ist. Sind wir mutig, wir beten das Jahr. Dass wir wirklich erwarten und hoffen, dass Gott in unserem Jetzt wird wirken. Und als Zweites geht die Hoffnung aber auch über unser Jetzt raus. Das ist Hoffnung für übermorgen, habe ich das genannt. Mit Blick auf die Ewigkeit. Im 2. Korinther 4, Vers 16 bis 18 steht, was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange. Es ist leicht zu ertragen und bringt uns eine unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Ich bin letzte Woche in meinem Büro daheim gesessen und ich habe dort so einen Stuhl, wo ich stille Zeit mache. Und mein Blick ist auf ein Bild gefallen, das bei mir an der Wand hängt. Ich habe dort so 2 Bilder und das eine ist ein bisschen näher beim Fenster. Und das Bild ist mir ein paar Mal aufgefallen, aber in Vorbereitung auf die Predigt ist es nochmal neu rausgestochen. Das Bild, wie es so nicht beim Fenster hängt, hat nämlich immer wieder Licht, das so auf die eine Hälfte fällt. Und so über das letzte Jahr hat langsam der Teil, wo das Licht immer wieder draufgefallen ist, hat angefangen zu verblassen. Es sieht nicht so wahnsinnig schön aus jetzt, weil ein Teil ist noch voll farbig und der andere Teil ist ein bisschen verblasst. Aber mich hat es ein bisschen an unser irdisches Leben erinnert. All das Irdische wird eines Tages vorbeigehen. Ich habe es am Anfang schon erwähnt. Jede Herausforderung, jeder Konflikt, jede Krankheit, jede Schwierigkeit wird eines Tages vorbei sein, spätestens dann, wenn wir mit Gott Angesicht zu Angesicht in der Ewigkeit stehen. Das macht unser Leben nicht weniger real und Situationen nicht weniger schwierig, aber ich habe doch irgendwas das Gefühl, die irdischen Sachen verblassen ein bisschen in der Perspektive und im Licht von einer Ewigkeit mit Gott. Und vielleicht ein guter Grundsatz für 2026 könnte ganz einfach sein, auch das geht vorbei. Oder wenn das nächste Mal dich wieder irgendjemand einfach zu Tode stresst, auch das geht vorbei. Vielleicht sind Kinder zu Hause wieder mal schwierig, auch das geht vorbei. Gut, das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, vor allem als ehemaliger Kidspastor. Aber ich spüre das ein bisschen, was ich meine. Oder auch das geht vorbei. Jede Schwierigkeit, die wir erleben. Aber auch unsere Erfolge und Errungenschaften, auch die werden eines Tages vorbeigehen. Und vielleicht hilft es uns, wenn wir uns in dem Moment auch an das erinnern, zum demütig zu bleiben und unsere Zuversicht nicht in unseren Wohlstand, in unsere Errungenschaften und unseren Erfolg zu setzen. Ich möchte ermutigen, den Satz vielleicht so ein bisschen als Notlösung in eurem Repertoire zu haben in dem kommenden Jahr. Auch das geht vorbei. Wenn irgendwo mal etwas schwierig ist oder irgendwo eben gerade etwas mega läuft. Ich glaube, es gibt uns mehr Gelassenheit und Fokus auf das, was wirklich wichtig ist in dem kommenden Jahr. Und lasst unsere Hoffnung in Jesus und in Gott stärker werden. Als letztes erwähnt der Paulus die Liebe, das Größte. Jetzt,
ich habe mir ein bisschen überlegt, all die drei bleiben. Aber das Größte ist die Liebe. Mir ist aufgefallen, eines Tages, wenn wir Angesicht zu Angesicht vor Gott stehen, dann wird Glauben sich ändern. Glauben wird nämlich zu gesehen werden. Es ist nicht mehr eine zuversichtliche Erwartung. Es ist nicht mehr, dass wir glauben müssen, in Anführungs- und Schlusszeichen, sondern wir werden Gott sehen. Von Angesicht zu Angesicht. Jede Hoffnung, die wir hatten, wird dann erfüllt sein. Und das, was aber bleibt, ist Gottes unveränderliche Liebe für uns. Falls irgendetwas, dann wird sich die noch mehr in unserem Leben entfalten. Im Johannesbrief steht, dass Gott Liebe ist. Es ist so einer von Gottes grundlegendsten Charakterzügen. Aus seiner Liebe sind wir erschaffen. Es ist seine Liebe, die ihn dazu bewegt hat, seinen einzigen Sohn Jesus auf die Welt zu schicken. Und Jesus ist aufgrund der Liebe, die er uns gegenüber hat, ans Kreuz gegangen und hat unsere Sünden auf sich genommen, dass wir in Ewigkeit mit ihm sein können. Gottes Liebe ist die Grundlage für alles andere in unserem Leben. Im Kapitel 13 aus dem Korintherbrief, wo wir schon einen Ausschnitt gelesen haben, schreibt der Paulus Folgendes. Er sagt, wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Der Paulus sagt nicht, dass uns ohne die Liebe etwas fehlt, sondern er sagt, hey, ohne die Liebe sind alle unsere anderen Bemühungen für nichts. Mich hat das ein bisschen herausgefordert, jetzt heute Morgen, gerade praktisch in Vorbereitung für die Predigt. Ich habe gemerkt, hey, schlussendlich, egal wie gut jetzt meine Vergleiche sind, egal wie mitreißend ich versuche, die Predigt überzubringen, egal ob ich da von einer Seite zu der anderen renne und alle lachen, wenn Gottes Liebe nicht in meinem Leben ist und nicht irgendwo in dieser Predigt ist, ja, dann bringt sie nicht wahnsinnig viel. Und wenn wir nochmal zu unserer Trainingsmetapher zurückkommen, dann hat mich Liebe ein bisschen an Flexibilitätstraining erinnert. Oder mit Menschen unterwegs sein, braucht manchmal ein bisschen Flexibilität. Und zu einem guten Kraft- und Ausdauertraining gehört auch ein gutes Flexibilitätstraining. Es ist wie die Grundlage, dass alles andere längerfristig gut funktionieren kann. Das Problem ist, es ist meistens auch das, was am meisten vernachlässigt wird. Und das geht für den ersten Moment ganz gut. Wir machen fleissig Benchpresses machen, wir machen da Curls machen, wir gehen säckeln und das geht recht lang, recht gut. Und erst mit der Zeit macht sich so ein Mangel an Flexibilität bemerkbar. Plötzlich können wir die Hanteln nicht mehr auflupfen, weil wir nicht runterbucken können oder wir können unsere Laufschuhe nicht mehr binden. Und es fängt an, uns einzuschränken in unserem Leben. Und ich glaube, ähnlich ist es mit Liebe. Liebe neben Glauben und Hoffnung ist oftmals, glaube ich, auch das, was die Tendenz hat, am kürzesten zu treten in unserem Leben. Wir überlegen uns, wie können wir unseren Glauben stärken? Durch geistliche Gewohnheiten. Wie können wir mehr glauben? Wie können wir mutiger sein? Wie können wir mehr hoffen auf Gottes Wirken in unserem Alltag hinein? Aber wie sieht es mit Liebe aus? Ist unser Leben durchdringt von Gottes Liebe? Das heisst nicht, dass Glaube und Hoffnung schlecht sind. Die werden ja bestehen bleiben. Aber am grössten von ihnen ist die Liebe. Und so macht sich auch ein Mangel an Liebe in unserem Leben mit der Zeit bemerkbar. Vielleicht sind wir ein bisschen gereizter, wir haben nicht mehr so viel Energie, wir geben aus etwas raus, was wir vielleicht gar nicht haben. Und spannend ist, das oberste Gebot, wo Jesus uns gegeben hat, ist Gott zu lieben
und gleichermaßen unseren Nächsten wie uns selber. Und deshalb schlage ich einen neuen Neujahrssatz vor, für jetzt das Jahr, das vor uns liegt. Nämlich, dass Liebe die Quelle, der Weg und das Ziel ist von allem, was wir tun. Dass Liebe die Quelle, der Weg und das Ziel ist von allem, was wir machen. Von unserem ganzen Leben. Was meine ich damit? Liebe als Quelle. Wir müssen mit unserer Beziehung zu Gott starten. Aus dieser Beziehung heraus entspringt alles andere. Ohne das ist jede Errungenschaft, alles, was wir leisten und tun, einfach ein bisschen zweitrangig. Es ist die Beziehung zu Gott, die wichtig ist. Im Johannesbrief steht, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Also unsere Kapazität, andere Menschen zu lieben, ist direkt davon abhängig, wie fest Gottes Liebe unser eigenes Leben durchdringt. Woraus lebst du im Moment? Lebst du aus Gottes Liebe? Und was müsste sich vielleicht in dem kommenden Jahr verändern, dass das möglich ist? Liebe als Weg bedeutet, dass unser Umgang mit unseren Mitmenschen von Liebe geprägt ist. Ebenfalls in dem Kapitel 13 schreibt der Paulus, Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen. Sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich, sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Vielleicht kommt dir jetzt gerade ein schwieriger Vorgesetzter oder Mitarbeiter in den Sinn. Vielleicht andere Beziehungen in deinem Leben. Ist es geprägt von dieser Liebe? Wie sieht deine Beziehung oder dein Umgang mit deinem Ehepartner aus? Mit deinen Kindern, mit deinen Kollegen, Kolleginnen? Welcher Aspekt von dieser Liebe, die der Paulus uns da so präsentiert, der am grössten ist, dürfte in diesen Beziehungen vielleicht noch mehr scheinen? Und zum Schluss Liebe als Ziel. Liebe als Ziel bedeutet, dass durch unser Leben Gottes Liebe in dieser Welt zunimmt. Ganz praktisch. Wie kann Gottes Liebe durch unser Leben in unserem Umfeld zunehmen? Wer könnte vielleicht Gott in unserem Umfeld platziert haben, der Empfänger von dieser Liebe dürfte sein? Wir haben schon ganze Serien über das Thema gehabt, wie wir das machen können. Wir haben schon ein Jahresthema gehabt, Agape, Liebe, die wächst. Und wenn ihr vielleicht noch ein paar praktische Hinweise wollt, wie das aussehen könnte aus unserem Alltag, möchte ich euch ermutigen, hört mal ein paar von diesen Predigten anhören oder forscht mal in der Bibel, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Vielleicht ganz praktisch, es könnte in deinem Umfeld jemand sein, der eher einsam ist. Es könnte jemand sein, der vielleicht einfach eine Ermutigung braucht. Es startet, glaube ich, mit dem, dass wir mit offenen Augen durchs Leben laufen und sehen, hey, wo könnte ich Menschen lieben? Wie cool wäre es, wenn wir am Ende von 2026 wieder zurückschauen auf das Jahr und in unserem Jahresrückblick nicht nur bewerten, wie viel haben wir erreicht, was ist alles gewachsen, was ist alles passiert, sondern wir würden schauen, hey, wie sehr hat Gottes Liebe in dieser Welt durch mein Leben zugenommen. Und nochmal, das ist nicht aus unserer eigenen Kraft. Das startet mit dieser Quelle in einer Beziehung mit Gott. Und ich möchte dich zum Abschluss fragen, was möchtest du das Jahr besonders stärken? Ist es ein Glaube durch so eine kraftvolle geistliche Gewohnheit, die du dir vornimmst? Ist es Hoffnung durch die Perspektive für Gott zu wirken und im Hinblick auf die Ewigkeit auch mal sagen, hey, auch das geht vorbei? Oder ist es eben die Liebe als Quelle, als Weg und als Ziel von unserem Leben? Mir ist wichtig, dass es keinen Druck auslösen, überhaupt nicht. Vielmehr wünsche ich mir, dass unser Fokus in diesem Jahr auf den Sachen sein darf, die bleiben.
und die wirklich zählen. Und das ist eben Glaube, Hoffnung und über allem Liebe. Und wir gehen jetzt nochmal in eine Worship-Zeit und wenn dich jetzt etwas angesprochen hat, wo du sagst, hey, da würde ich gerne einen ersten Schritt machen. Ein super erster Schritt ist einfach mal mit jemandem darüber zu beten. Gott um Weisheit zu fragen, hey, was sind meine ersten Schritte da? Dann ist das Gebetsteam hinten für euch da parat. Sie lieben es, mit euch zu beten. Wir glauben, dass das Gebet Kraft hat. Wir sagen, hey, ich brauche Gott Hoffnung für Ihre Situation. Geht für euch beten gehen. Es hat das Abendmahl, das ihr einfach für euch einnehmen könnt. Auch das ist so ein kraftvoller Akt, der uns an das erinnert, was Jesus für uns da hat. Und dass er am Kreuz gesiegt hat. Jesus, ich danke dir, bist du mit uns. Ich danke dir für deine Liebe, für Hoffnung und für Glauben. Dass du mit uns kommst in das kommende Jahr. Ich danke dir, dass wir es nicht allein mitmachen, sondern dass du uns vorausgehst. Und ich bitte dich, dass irgendeine von diesen 3 Sachen, Glaube, Hoffnung oder Liebe, einfach nochmal neu scheinen in dem kommenden Jahr in unserem Leben. Amen.